Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Wir beenden jetzt noch unseren ersten Tag und gehen ins Bett. So, 40 haben wir für den Löwenzahn gekriegt. Das ist doch immerhin schon besser als nackig in die Tasche gegriffen, oder? Und wir haben den zweiten Tag. Wenn er dir nicht hier wieder schön geweckt. So nicht soll es halt sein. Und wie sieht es dann vom Mäuer aus? Wird es der ganze Tag regnen, da ersparen wir uns dann definitiv das Wässern von unserer Felder. Uns Orakel sagt uns, die Geister sind heute höchst unzufrieden. Sie werden ihr Bestes geben, um dir das Leben schwer zu machen. Ja, klasse. Na, klasse. Okay, wenigstens hat uns Kaffee die Ernte wegfressen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Aus Ästhetikgründen machen wir das wieder ganz. Das verschwindet nämlich mal ganz gern. Dann wässern wir. So, schön. Dann sollten wir uns heute eventuell noch ein paar Sachen holen. Sprich ein bisschen Saat, damit wir hier noch das Feld erweitern können, weil das ist unser Haupteinnahmequelle. So, noch ein bisschen hier aufgefüllt. Da können wir auch noch wegsensen und wir haben Post gekriegt. Hallo, ich bin gerade von einem Angeltrip zurückgekommen. Du sollst mal am Strand vorbeikommen. Ich habe etwas für dich, Willi. Alles klar. Viel haben wir eh nicht zu tun. Das bisschen wässern morgens, das ist kein Thema. Die Narzisse können wir auch gern mitnehmen. So, da. Und dann gehen wir noch zum Willi. Falls wir uns nicht zurechtfinden, haben wir hier eine andere Karte. Und da sehen wir ja, der Anglerbedarf ist ohne. Aber erst einmal, ich glaube, die haben erst um 8 oder 9 rum auf, kann das sein? Ah, jetzt gibt es auch hier einen Auftrag sogar, warte mal. Auftrag will ich. Suche nach einem hübschen jungen Mann, der mir roter Pilz bringt. Hailey. Hailey wird zufrieden sein. Alle hopp, machen wir doch. Wisst ihr, Teufel, wo man das Zeug findet? Wir können auch hier nochmal. Das haben wir ja jetzt gekriegt. Besucht der Strand südlich der Stadt vor 17 Uhr. Und Lieferung. 225 Gold bringt es. Dafür haben wir 2 Tage Zeit. Und einen roten Pilz brauchen wir. Da wissen wir ja genau, was wir heute zu tun haben. Und die haben erst ab 9 Uhr auf. Alle hopp. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Willi runter. Das ist bestimmt auch so ein alteingesessener Südpelzer, ne? Und dann gehen wir noch auf die Suche nach einem roten Pilz für Hailey. So. Der zieht halt gerade noch einer durch und hat dabei genüsslich die Haare zu. Der Willi. Ahoi, Knecht. Hab gehört, es gäbe einen Neuling in der Stadt. Gut, dich kennenzulernen. Ich versuche immer noch ein bisschen abzuschalten, noch einen ganzen Monat auf dem salzigen See. Ein ziemlich großer Fang, habe eine Menge gute Fisch verkauft. Entschuldigung, verkauft, natürlich. Endlich genug gespart, um mir neue Angel zu leisten. Ja, du kannst mal all die, aber mir ist es wichtig, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du dir hin und wieder mal ein bisschen was in meinem Laden. Ah jo, machen wir das. Da haben wir jetzt auch Angelrut gekriegt. Du erhältst die Bambusstange. Ja, geil. Ja, das sieht ein bisschen traurig aus. Hier im Tal gibt's gutes Wasser, alle möglichen Fisch. Oh ja, mein Laden ist wieder offen. Also komm schon vorbei, wenn du Vorrat brauchst. Ich kaufe alles, was du fängst. Wenn's stinkt, verkauft sich's bestimmt. Hoho, das hat mein alter Vater zumindest immer gesagt. Zumindest immer gesägt. Entschuldigung. Wenn ich denn schon im Südpelzer Dialekt spreche, dann auch richtig. Alle hopp. Jetzt haben wir hier die Bambusstange gekriegt. Am Wasser benutze, um Fisch zu fangen. Hocken wir uns mal neben der Willi. Und probieren es mal aus. Glücklicherweise habe ich das schon in dem Probespielstand, den ich gehabt habe, schon mal vorher probiert. Das heißt, ich mache mich hier nicht ganz zum Aff. Weil als ich das bei mir Marrow gesehen habe im Let's Play, habe ich gedacht, oh Gott, da stelle ich mich bestimmt ab wie der letzte Hanebambel. Aber es geht. Ich muss halt mit Mausklicks immer dafür sorgen, dass ich da bei dem Fisch bleibe. Und wir kriegen eine Sardine.
5 cm gibt 13 Energie zurück und 5 Gesundheit. So, ein bisschen Angeln können wir halt auch. Aber ich fände es schöner, wenn wir heute schon in der Lage wären, diesen Pilz zu finden. Da weiß ich nämlich noch nicht, wo ich so Zeug finden kann. Höchstwahrscheinlich irgendwo im Wald, aber der Dachdieb hier ist auch nicht da. Was geht dann hier ab? Mit 300 Stückler Holz könnte man hier bestimmt etwas reparieren. Alle hopp. Wissen wir Bescheid. Der Lappeduddel Pierre hat jetzt auch wieder offen. Das heißt, da können wir uns auf jeden Fall wieder Saatgut kaufen. Da haben wir noch eine Venusmuschel und noch eine. Die können wir auf jeden Fall auch verkaufen. Selemols hat hier etwas gelebt. Okay. Ja, in der Venusmuschel halt, wie sich das kehrt. Gut. Ich sollte auch noch hier die Sense wieder ausrüsten, weil die Angelrute kostet, glaube ich, 8 Energie pro Auswurf. Das ist schon ziemlich energielastig, das Ganze. Wir gucken uns jetzt nochmal um auf der Karte. Wo könnte man hier am besten Pilze sammeln? Wahrscheinlich irgendwo am besten hier im Wäldchen, ne? Ein roter Pilz will sie, die Gutfrau. Da gucke ich mich natürlich was um. Und wenn wir dann noch ein bisschen übrig haben, dann gehen wir wieder auf den Pelzerhof zurück und angeln vielleicht noch ein Ründchen. Und wir können auf jeden Fall auch noch ein bisschen Holz schlagen und so. Ah, Moment. Ich Dabschädel. Vorher noch großartig angepriesen. Ja, wir gehen zum Franzos noch und holen uns auch unser Saatgut. So. Zum Franzos wollen wir natürlich hier gehen. Ich halte hier besonders viel vom Einzelhandel. Willkommen. Ja, sehr schön. Da holen wir uns doch definitiv so ein paar Bohnen. 5 Stück sind gut. Ja, Blumenkohl, ja, lieber Krummbeere. Krummbeere sind immer gut. Holen wir uns 3 Stück. Ein Blumenkohl. Und dann gucken wir doch glatt, dass wir das jetzt noch auf dem Hof eingepflanzt kriegen, den Kruscht. Kenne ich dich schon? Hallo? Ja, dich kenne ich schon. Mein Mann kennt es, ein Soldat. Er ist im Ausland stationiert, deswegen ist er gerade nicht hier. Ich weiß, dass er sicher zurückkommt, sobald sein Dienst vorbei ist. Ja, das wäre ja zu wünschen bei Soldaten, definitiv. Aber jetzt haben wir von ihr auch mal wieder was erfahren. Die Bohnen sind halt auch sehr praktisch. Pflanz wächst im Frühling. In 10 Tagen wächst sie rar, kann aber mehrmals geerntet werden. Bringt mehrere Bohnen pro Ernteei und wächst auf dem Rankegerüst. Das ist doch mal eine A-Sag, oder? Machen wir hier, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, das ist hier. Ein Blumenkohl haben wir ja noch. Dann pflanzen wir dann gleich mal da an. Und dann machen wir mal gleich Krummbeerefeld auf. Wie sich das von Pelzer Bauern natürlich kehrt. So, gleich mal gewässert. Bisschen Wasser nochmal nachfüllen. Und hacken, graben, hacken, graben. So, machen wir hier wieder 5x5 Feld. Zack. So, du schaffst da wie ein Ackergaul, der Ackermann. So, hier und hier. Und schön. Na, Ackermann. Verarsch mich nicht. So. Und so, die Mitte bleibt mal wieder frei. Und dann können wir da unser Krummbeere noch reinhocken. 1, 2 und 3. Sehr schön. Ja, ich bin zufrieden mit meinem Feld. Ups, das war ein bisschen Verschwendung. Ah, gerade mal schön durch die Beete gelatscht. So, dort verregen sie auch noch mal ein bisschen Wasser. Ist zwar ein bisschen unnütz, das Ganze, aber so what. Gut, das kann dann der Louis wieder abholen. Die Narzisse darf er abholen, die Sardine und die Venusmuschel. Derzeit haben wir halt noch nichts wirklich übrig. Deswegen müssen wir mit sowas arbeiten, dass wir ein bisschen durch Sammle wenigstens ein bisschen Kohle reinkriegen. Das Schöne an dem Spiel ist ja auch, dass jeder das so spielt, wie er es spielen will. Da hat jeder immer so was Individuelles, auch was Ästhetik und so angeht. Deswegen, es sieht bei jedem immer anders aus, das Spiel. Und das ist so das richtig Schöne dort an Stardew Valley. So, da können wir natürlich auch noch ein bisschen mehr. Hin und wieder hat man ja auch hier ein bisschen Glück und findet ach so nochmal ein bisschen gemischte Saat oder so. So, oder? Ah, da ist ja die Hailey. Hallo. Nette Schuhe. Sind die aus Plastik? Oh, okay, die mag uns doch nicht so gern, sonst steht sie nicht so gemein zu uns sei. Abigail habe ich jetzt aber leider auch noch gar nicht gesehen. So. Hier fühle ich mich doch glatt verpflichtet, bisschen aufzurahmen. So, gemischte Saat haben wir auch noch gekriegt.
Und 2 Plätze in unserem Inventar haben wir auch noch übrig. Warte mal, halte mal den Gaul an. Wir wollen... Gerade mal ausprobieren? Nee, das kann man nicht einfach so hacken. Okay. Ja, wir müssen noch um rote Pilz Ausschau halten. Wisst ihr Teufel, wo das ist? Ah, da haben wir noch mehr Rettich und Lach. Motto. Okay, jetzt sieht es wohl so aus, als müsste ich dann ein bisschen was rausschmeißen aus meinem Inventar. Da ins welche sollten wir gehen. Das heißt, wir müssen da hoch. Ah, hallo. Hallo. Servus, ich bin Demetrius, örtlicher Wissenschaftler und Bappe. Dankeschön, dass du dich vorstellst. Immer doch, Bappe Demetrius. So, da können wir hochgehen. Da müsste noch so ein Hansel sein. Ja, der ist da aber in seinem Zelt. Das ist so ein bisschen der Einsiedler hier im Kaff. Der lebt fernab von aller und mag halt einfach in der Natur hause. Jemand fremd? Servus. Alles klar. Jetzt kennt ihr mich auch. Was haben wir dann hier? Eisenbahn. Alles klar. Wissen wir auch Bescheid. Gut, dann gucken wir jetzt mal in welcher, ob wir hier für Hailey möglicherweise irgendwo einen roten Pilz finden. Da ist noch ein Lach. Lach sammeln wir natürlich auch ein. Das dürfte auf jeden Fall hier der Weg sein, oder? Zum welcher? Ah ne, das führt uns einfach wieder auf unseren Hof zurück. Warte mal, halte mal den Gaul an. Welchen tatsächlich? Hier komme ich in das Wäldchen auch irgendwie rein. Nö, sieht nicht so aus. Ja, da kommen wir nicht durch den Zaun. Unten ist der Bus. Und hier im Wäldchen sehe ich leider nirgendwo ein Pilzchen, was wachsen könnte. Da hätten wir eventuell noch eine andere Alternative. Hier beim See hier unten könnte möglicherweise auch noch was wachsen. Wenn es hier nichts gibt, dann gehen wir halt nochmal über den Pelzer Hof. Da kann ich nämlich meinen Kruscht gerade wieder verstauen, dass ich wieder ein bisschen Platz in meinem Inventar habe. Und dann gucken wir mal weiter, ob wir nicht möglicherweise einen Pilz für die gute Hailey finden. Roter Pilz. Ja, das gehört zu unserem Pelzerhof mit dazu. Ah, hier ist aber ganz schön verbaut. So. Gut. Schön sieht's aus. Dann können wir auch noch die Saat hier einpflanzen, wo es auch noch so schön wässrig ist. Ich gieße trotzdem einfach nur zur Sicherheit noch. Die Werkstoffe können wir hier pflanzen. Den Meerrettich und Endlach heben wir uns wieder auf. Die brauchen wir nämlich alle, die Vierer. So, dann kann der noch da rein. Die Fasern können... Ups, die Fasern können... Ach, die Bambusstange nehme ich einfach mal mit. Wir können jetzt auch hier südlich hier gehen, zu dem Gebiet, wo ich gemäht habe. So. Jetzt haben wir auch gerade wieder Fasern drin. Okay, ich hab's kapiert. Gut. Vielleicht haben wir ja auch hier ein bisschen Glück. Ungeroten noch ein bisschen an gemischter Saat. Wer weiß. Wer weiß, was da noch kommt. So. Alles durch. Kämpf dich durch, Ackermann. Ja. Na. Die Fasern können wir später auf jeden Fall zum Craften noch gebrauchen. Aber ich will erstmal hier. Ja, 18 Uhr haben wir es jetzt schon. Hier am See könnte es auch sein, dass wir möglicherweise auch auf einen Pilz treffen. Das sind dann die Leute bis 18 Uhr. Okay, das ist mal knapp verpasst. Da kriegt man dann den Tierbedarf und so weiter. Hi. Hallo, Jess. Was bist du für eine? Penny. Ich gebe halt Vincent und Jess ein bisschen Nachhilfe. Die können anstrengend sein, aber es ist schön im Leben von anderen etwas zu bewirken. Genau, so sehe ich das doch auch. So, jetzt gucken wir uns hier noch mal ein bisschen um das See rum um. Wer weiß, ob man nicht da vielleicht ein bisschen Glück haben, was Pilze angeht. Ansonsten ist der Tagesauftrag halt leider nix. Das ist sehr schade, wenn dem so wäre. Aber hier finden wir auch nirgendwo was. Wir mähen einfach mal so random Gras hier noch. Gucken wir uns doch hier ein bisschen um in der Natur. Leider nix. Ich finde aber diese Retro-Grafik von Stardew Valley ziemlich cool. Da kommen wir noch nicht durch. Da brauchen wir Axt auf Stufe 3, soweit ich weiß. Da ist noch eine. Ja, da ist noch ein Turm. Da kommen wir später auch noch hier. Hallo Nachbar. Servus. Wir gucken uns ein bisschen weiter um. Vielleicht ein bisschen tiefer im Wald. Da könnte eher was sein, oder?
Ja, spätestens 22 Uhr sollte ich machen, dass ich nochmal wieder zurück zum Hof komme. Gemischtes Saat habe ich wieder gefunden. Das ist halt nie verkehrt. Das ist dann immer so ein bisschen Überraschung, was da rauskommt. Aber es ist definitiv nicht verkehrt. Ja, da ist noch ein verlassenes Haus. Und ich glaube, hier in der Nähe ist auch noch, sind auch noch Lachzwiebler, die man ernten kann. Die hier einfach wild wachsen. Das ist jetzt etwas doof, wenn ich den Pilz nicht finde. Das suche ich mich dann krumm und bucklig. Aber so ist es halt. Man kann ja nicht jeden Auftrag erfüllen, leider. Ah, da ist nochmal ein bisschen wilde Meerrettich. Nie verkehrt sowas. Ich bin ja selber voll der Meerrettich-Fan, muss ich sagen. Rindfleisch und Meerrettich. Beziehungsweise so Tafelspitz mit Meerrettich liebe ich wie noch was. Ja, das sind diverse Frühlingszwiebler, die ich ja auch noch abernten kann. Ah, nicht verkehrt. Und nochmal ein wilder Meerrettich. Sogar in einer recht guter Qualität hier an Frühlingszwiebler. Tja, Hayley, das sieht nicht gut aus, Mädel. Ich glaube, das sieht echt nicht so gut aus für dich. Nee, ich bin hier leider nirgends fündig worden. Das sieht echt nicht so gut aus. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Wäre jetzt natürlich noch eine Möglichkeit gewesen, sich bei ihr beliebt zu machen. Schade drum, schade drum. Okay. Dumm. Komm schon. Ackermann, beweg dich. Hief dein faule Bobbes da rum. So. Da können wir jetzt die Reihe komplett machen. Hoppala, das war falsche gegossen. Und da können wir noch beide Meerrettich verkäfe. Da alle bis auf Enna. Und dann mit Qualität können wir auch reinschmeißen. Und dann heben wir einfach auf. Das kommt auch noch rein. Und dann fällen wir, glaube ich, einfach noch ein paar Bäm, damit man mit dem Dach auch noch was anfangen kann. So, runter damit. Einfach mal ein bisschen Platz schaffen hier noch. Dass wir für künftige Felder, die wir anlecken, gerüstet sind. Moment. Ja, da ist noch ein bisschen kruscht. So. Okay. Dann brauchen wir noch die Spitzhacke. Machen wir uns auch einfach noch mal ein bisschen Platz hier. Damit wir hier in dem Gebiet schön weiter was abbauen können. Okay, gut. Gut sieht's aus. Und dann hier nochmal runter mit dir. Komm schon. Geht doch. So, der kleine Baumstumpf auch noch weg. Und das fort. Das ist schon ziemlich Knochenerarbeit. Da kann man nichts sagen. Alle hopp. Der kann auch noch fort. Ochsen weg, Ackermann. So allmählich wird es hart, ne? Ja, Penne sollte ich vielleicht da mal. 32 Energie haben wir noch. Die will nichtsdestotrotz genutzt sein. Wenn es noch der 2 ist, kippt er einfach um. Das ist dann nicht so gut. Und dann wache ich mit der Hälfte von der Energie am nächsten Tag auf. Das ist nicht so gut. Du hast der Geode gefunden. Der örtliche Schmied kann sie da aufbrechen. Wer weiß, was da drin verborgen ist. Ja, wer weiß. Denken Sie mal drüber nach. 24. Ufer ist okay. Schon. Okay. 7, 5, 4, 3. Nee. Den packen wir nämlich halt. Ich will nicht erschöpft umkippen. Das heißt, wir lecken jetzt unser Zeug fort. So. Den ganze Kruscht rahmen wir hier wieder ein. Die Geode bringen wir mal jetzt zum Schmied. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall Penner. Definitiv. So. Aber, da hier die Episode bei mir eine halbe Stunde ist, haben wir definitiv noch Zeit für ein zweite Dach. Sammeln Stufe 1, plus 1 Axteffektivität. Bäume lassen manchmal Samen fallen. Neues Herstellungsrezept, wilde Saat, Frühling. Dafür brauche ich dann Meerrettich, Lach, Narzisse und Löwezahn. Kann ich wild die Saat machen und kann dann auch die 4 entsprechende Saat dafür ernten. Müsli-Riegel können wir jetzt auch herstellen. Sehr schön. Ja, es war doch schon etwas lukrativer heute, ne? 372. Und Kikeriki. Oh,
das klingt aber nicht so gut. Das klingt ja nicht so gut. Was ist denn heute los? Heute ist Regen, ne? Wie sieht's denn morgen aus? Morgen wird's den ganzen Tag klar und sonnig sei. Ala hopp. Und wie sieht's mit den Geister aus? Hoho, sie glitzern in meiner Kristallkugel. Scherbe des Wissens aus der Zukunft. Die Geister sind halt leicht verstört. Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Okay, dann ist das wohl so. So, Ästhetik und Zwangsneurose lassen Grüße. Und dann machen wir hier wieder auf. Ist im Briefkasten etwas? Nee, sieht nicht so aus. Du hast keine Briefe. Du bist ein Moff. Deswegen kriegst du nichts, Ackermann. Wie sieht es dann sonst noch aus? Sag mal Hallo. 21 von 28 Leute. Haben wir schon Hallo gesagt? Das heißt, wir gucken uns halt noch einmal noch ein paar Sachen für die gute Hayley um. Und wir sollten vielleicht nochmal zum Pierre gehen und zum Clint, zum Schmied könnten wir auf jeden Fall auch noch gehen. Ich mag gerade mal auf die Karte noch gucken. Ja, du Unna, das sähe eigentlich ganz gut aus hier, ne? Hier in dem Wald. Da müsste ich vielleicht mal gucken, dass ich da nicht hinkomme. Ich weiß auf jeden Fall, der Schmied hat von 9 bis 16 Uhr auf. Der Pierre dürfte auch so um die Zeit aufhaben. Deswegen kämpfen wir uns doch jetzt einfach mal wieder hier durch. Aber Regen spart mir auf jeden Fall Unmenge an Energie. Weil je mehr Zeug ich natürlich habe, desto mehr muss ich auch mit Gieße verschwenden. Und Gieße, tja, das kostet halt immer 2 Energie, ihr liebe Leute. Man muss sich ja Kraft eindehlen, die Sache. Aber ich mag wieder hier in das Gebiet reingehen. Und mag vielleicht mal da reingucken. Ich glaube, die haben auch von 9 offen gehabt. Kann das sein? Ich mag mal gerade mal die Bestätigung abholen. Oh, das klingt aber nicht so gut in der Umgebung. Ja, 9 bis 18 Uhr Handy auf. Alle Hopf. Genau. Die Karte sagt, hier unten am Fluss müsste ich vielleicht rüber gehen können, dass ich zu so einem Wäldchen komme. Ich mag da auf jeden Fall auch lang gehen. Einfach mal, um noch in den Wald reinzukommen. Gerade nochmal auf der Karte gucken. Ja, da müsste ich jetzt rechts rum. Wir treiben uns die ganze Zeit nur auf der Seite vom Fluss rum. Ich würde eigentlich ganz gern in den Wald reingehen, wenn das irgendwie möglich wäre. Sieht nicht so aus. Sieht echt nicht so aus, ihr liebe Leute. Da muss ich dann wohl da Abwasserrohr, genau. Aber da komme ich ja nicht rüber. Da müsste ich da durch, aber da ist mal ein Holzklotz im Weg. Das heißt, schade, schade, da komme ich nicht hier. Und hier in den Wald komme ich auch noch nicht rein. Tja, ein roter Pilz. Eventuell kann man ja irgendjemand im Dorf das Ding verkäfern, ne? Vielleicht haben wir ja da Glück. Wir gehen aber erstmal zum Clint. Jetzt ist auch 9, der müsste jetzt auch offen haben. Und mit ganz, ganz viel Glück kann uns einer von den Dorfbewohnern vielleicht sowas verkaufen. Gucken wir doch einfach mal. Ansonsten geht die gute Hayley leider ohne Pilz aus. Sehr schade, aber da kann man als nichts machen. Hi Clint. Geode aufbrechen, das kostet uns immer 25. Das ist nur ein Stähl drin. Oh. Na gut, man kann nicht immer Schwein haben. Manchmal sind halt schöne Mineralien drin. Aber heute war einfach nur ein Stähl drin. Gut. Okay. Dann gehen wir mal in unseren seelefressenden Joja-Markt. Eventuell Hendio-Pilze. Das ist noch nicht mal eine Dorfbewohnerin, die zählt als solche. Nee, die haben alles nur, ich glaube ein bisschen teurer sogar. Moment. Pastinake, nee, 25 und beim anderen kostet 20. Ja, der Joja-Markt ist tatsächlich etwas teurer. Beim Pierre kann ich nur Saat kaufen. Mit ganz viel Glück kann ich beim Pierre... Ah, da sind ja auch noch welche. Die Oma kennen wir schon, ihn kennen wir schon, aber ihn noch nicht. Ja, es ist nervig, all die neue Leute kennenlernen zu müssen, ne? Mein Name ist übrigens Josh und jetzt zieh ich ab. Okay, so gut, Opa. Der ist so ein bisschen grandelig drauf, der nette Herr. So zum... Ah, Mittwoch ist Ruhetag, so ein Mist, der kann uns mal nichts verkaufen. Dann haben wir hier noch der Arzt.
Energietonikum und Muskelbalsam. Viel zu teuer, mein Lieber. Du Kurpfuscher, das kaufe ich nicht. Aber einfach so mit dem Retter können wir auch nicht, oder? Können wir zum gehen? Ah, so, servus. Es ist mir Vergnügen, dich kennenzulernen. Ich bin Harvey, der Arzt in der Stadt. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Haben wir uns dem Ammo vorgestellt. Tja, was gibt's denn hier noch für Geschäftler? Du ist, Gemeindezentrum, das ist noch unbekannt, das ist noch unbekannt. Schreinerlade. Ich bezweifle, dass die was haben. Ich kann es höchstens mal beim Viehbedarf probieren. Das heißt, wir müssen da wieder zurückdappen. Wer wohnt dann hier? Das ist Hayley und Emily, genau. Jodie, Kent und Sam wohnen hier. Kennen wir euch schon? Ja, dich kennen wir schon, oder? Ja, der Winnie, genau. Ich bin noch Käfersucher, aber die Mama wird böse, wenn ich mich schmutzig mache, wenn ich mich dreckig mache. Was soll ich denn jetzt noch machen? Ah, dich kennen wir auch schon, Jodie. Was hast du gesagt? Es ist schon 11:10 Uhr. Du meine Güte. Ja, der macht hier ein bisschen Gitarrestund, das Sam. Und wir gehen jetzt nochmal hier lang. Das fuchst mich gerade so ein bisschen. Wer wohnt dann hier eigentlich? In dem... Lea. Okay. Lea wohnt in der Hütte. Okay, wir gehen jetzt aber erstmal hier rein. Ah, der Borschemilch, da ist Achto. Howdy. Dann gucken wir mal noch Tierbedarf. Heu, Heizgerät, Melkkübel und Schofscher. Nee, leider nicht. Leider nicht. Ah, der Borschemilch, der Louis, hat mir gesagt, dass du gerade angekommen bist. Ich bin Mani. Okay, da bist du wohl die Mutter von ihr. Die ist wohl etwas schüchtern. Aber sei ihr verzieh. Ja, ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass wir hier in der Gegend wahrscheinlich unseren Pilz finden. Aber ich bin mal wieder zu dappig, zu dusselig, wie Tino sagen wird, ein zu großer Dulli, um das rauszufinden, wo was ist. Okay, das war einfach nur ein Holzklumper. Allerhaupt. Jetzt dann schnell wieder da hier. Tja, hier sieht es zwar sehr waldig aus, aber es will nicht so wirklich, ne? Hier will nicht so wirklich ein Pilz wachsen. Meerrettich haben wir aber da vor. Meerrettich ist nie verkehrt. Da geht's noch zu dem Hansel. Tja. Die epische Suche nach dem Pilz, ne? Ganz wie im richtigen Leben. Wir rennen die ganze Zeit im Wald rum auf der Suche nach einem Pilz. Gewitter erleid. Das macht mich jetzt etwas fuchsig. Ich hätte ganz gerne einen dappischen Pilz. Wenn ich doch nur wüsste, wo es die gibt. Entschuldigung. Da kommen wir wo an drüber. Habe ich mich noch verschluckt vor lauter Wiescht. Ja, die können wir nicht wegmachen. Ja, da sind wir wieder bei dem Heißel. Das sieht verlossen aus. Mach Sache, Ackermann. Du bist so ein richtiger Blitzmerker. Bubub. Was sind denn das für nette Geräusche hier? Da kommen wir noch ein bisschen runter an den Strand. Aber nö. Da kommen wir nicht ein bisschen runter an den Strand. Schade. Wir verplempern hier einfach nur unsere Zeit. Schade drum. Sehr, sehr schade drum. Tja. Da unseren gute Pierre auch nichts hat, müsste ich auf den Joja-Markt zurückgreifen, um noch ein bisschen Saat zu finden. Aber mache ich eigentlich nur ungern. Ich gehe ungern zu diesem Joja-Markt, wenn es nicht wirklich sein muss. Weil, wie gesagt, ich unterstütze dann doch lieber den Einzelhandel. Okay. Da ist noch ein wilder Meerrettich, den ich noch abernten kann. Und da geht's zu der Abwasserkanäle runter. Das ist verschlossen. Da kommen wir auch nicht durch. Tja, die Anfangsgebiete sind halt doch etwas limitiert. Im Laufe der Tage und im Laufe der Jahreszeiten kriegen wir natürlich immer mehr Zugang zu den einzelnen Gebieten. Tja, das sieht schlecht aus für Hayley. Ein hübscher junger Mann kann dir leider keinen roten Pilz bringen. Das tut mir echt leid, ich habe mein Bestes probiert. Aber das ist leider nichts Woche. Da komme ich auch nicht durch. Tja, sorry. Sorry, Hayley. Nicht.
Hier, was? Oh, hier kommen ein paar Regenwürmer raus, wie es aussieht. Ist noch gut für der Boden. Irgendjemand hat wohl Feierabend gemacht und ist fortgelaufen. Tja. Was machen wir dann noch mit dem Dach hier, mit dem angebrochenen? Das ist etwas schade. Aber da Pierre sein Ruhedach hat, gehe ich einmal rüber. Ah, die wieder. Howdy, alles drüber? Naja, es regnet. Ja, und deine whisky-getränkte Stimme spricht auch für sich. Na gut, dann gehen wir halt wieder da hier und holen uns auch ein bisschen Kruscht. Ein bisschen Blumenkohl. Oh, die sind aber Schweinedeier hier. Holen wir halt ein paar Krummbeeren noch. Ja. Wir holen uns auch einfach ein paar Krummbeere und ein bisschen Blumenkohl. Tja. Blöd, blöd, blöd. Es fuchst mich jetzt wirklich etwas, dass wir hier keinen Pilz finden. In der ganzen Zeit, wo ich auch so ein bisschen Probe gemacht habe, um zu gucken, ob alles funktioniert, ist mir auch kein Ende Pilz untergekommen, um ganz ehrlich zu sein. Das ist etwas schade. Okay, da haben wir noch eine Narzisse, die bringt wenigstens ein bisschen Geld. Du musst dann jetzt leider erstmal der Städtraglave. So. Tja. Dann die Sache. Wir gehen noch... Oh Gott. So, wir gehen noch ein bisschen auf den Hof. Und machen wenigstens so noch ein bisschen Arbeit, ne? Bei der Gelegenheit kann ich hier nochmal einfach gucken, ob hier möglicherweise ein Pilz wächst. Könnte ja sein, ne? Wir wollen ja nichts unversucht lassen. Aber ich glaube, das sieht nicht so gut aus. Nee. Dort drüber wachsen zwar Pilze, aber wie ich da reinkomme... Ne, da kann ich mich eine durchhacken. Das ist etwas schade. Und da komme ich leider auch nicht hier. Nee, nee, nee. Das sieht leider nicht so gut aus für mich. Tja. Schade drum. Dafür haben wir noch ein paar Sachen gekauft, die wir abpflanzen können. Und wir haben noch ein bisschen was zu Sammler. Gut, dann machen wir das Beste aus dem Dach. Rahmen hier ein bisschen neben am Haus noch auf. Oh, natürlich, das Inventar ist voll. Sicher doch. Dann machen wir den Blumenkohl. Machen wir hier. Und die Krummbeere kommen nochmal da hier. Zack, zack, zack. So. Damit hier einfach noch ein bisschen Ordnung herrscht. Dann der Meerrettich kann fort und die Narzisse kann weg. Und wir nehmen unsere getreue Axt und unser getreue Spitzhacker und rahmen hier ein bisschen, rahmen hier ein bisschen noch auf. Zack, das können wir wegmachen. Da können wir nämlich hier noch ein klein bisschen Ordnung schaffen. Das mache ich hier in dem Bereich unser Rudern hin. Gut, das machen wir noch fort. Da brauchen wir wieder die Axt, genau. Und hier auch noch ein bisschen Zeug. So. Das sieht doch die Welt gleich viel besser und anders aus. Ahornsamen haben wir jetzt noch neu dazu gekriegt und irgendwo in einem Baum war noch Kohle drin. So. Ja, wenn, dann sollten wir den Dach definitiv noch nutzen für was. Weil einfach nur so verschwendete Energie, da bin ich definitiv kein Freund davon. Und nach dem Dach beenden wir auch die Episode für heute. So. Na komm schon. Na komm schon. So. Das Let's Play wird auch definitiv sehr lang gehen, kann ich jetzt schon versprechen. Deswegen finde ich es eigentlich auch besser, wenn ich da jeweils eine halbe Stunde mache. Dann hat man auch definitiv was davor. Ah, das ist noch eine Eichel dabei gewesen beim Feller. Ah, stimmt, das war der Krutzer, den ich gestern irgendwie weggekriegt habe. Und das Inventar ist mal wieder voll. Das heißt, wir sollten noch ein bisschen unser Inventar leer machen. So, halte mal den Gaul an. Zack, zack, zack. Und dann haben wir wieder genug. Ich meine, Fasern, Stäh und Holz werden wir immer wieder reinkriegen. Deswegen gucken wir hier noch ab. Suchen wir hier noch ab, was noch war. Eine Eichel haben wir neu dazu gekriegt. Und hier können wir auch noch ein bisschen aufrahmen wieder. So. Gut, 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 gut. Dann Stäh können wir noch knacken.
Und da kommt auch unser getreues Äxtlein zur Anwendung. So. Ja, bei dem Let's Play solltet ihr definitiv Zeit mitbringen, ihr liebe Leute. Ich mache hier auch die Episode 30 bis 35 Minuten lang. Ah, wieder Geode dabei gewesen. Und da könnt ihr dann auch jeweils immer die Zeit mitnehmen, da ja auch immer nur das Ende Let's Play heute am Tag erscheint. Habt ihr auch nur einmal eine große Episode, die ihr bei mir gucken könnt. So, der Leute, das sieht doch wieder ganz gut aus. Schön, schön. Dann sollten wir auch gucken, dass wir hier einigermaßen auf einer Linie bleiben. Hier ist das Inventar mal wieder voll. Ich glaube, da war noch ein Kohlestück, bevor das zu schwarzem Schmodder zerfließt. Sollten wir unser Zeug mal wieder reinlecken. Einfach mal so, dass wir ein bisschen Ordnung wieder geschafft haben. Die Geode nehmen wir nämlich mal sowieso wieder mit, damit sie der gute Clint wieder aufbrechen kann. Ups, so. Na. Gut. Oder mit dir? Ja, 59 haben wir noch. Bis Mitternacht wird auf jeden Fall noch geschafft im Regen. Damit der gute Ackermann auch wirklich produktiv sein kann. Dann könnten wir auch noch eine Kleinigkeit machen. Und zwar hätte ich noch Bock, hier ein paar Zäune zu machen. Da kommen wir sonst nämlich nie mehr dazu. Das frisst morgens unglaublich viel Zeit. Deswegen würde ich da glatt sagen. Mir, hoppla. Das Holz bräuchte ich natürlich. Wir machen ein paar Zäune. Und vielleicht auch noch einen Weg. So, dafür haben wir hier ein bisschen Zeug. Ala hopp. Das heißt, wir brauchen mehr als genug von dem Kram. Da machen wir schon mal gleich mindestens 40 davor. So, das sieht gut aus. Und von den Pflastersteinweg, die finde ich einfach optisch am schönsten, die Dinger. Da machen wir auch mal so viel, wie es hergibt. So viel, wie wir stehen. So viel von den Dinger machen wir auch gleich mal. So. Dann können wir dich nämlich wieder, dich Werkstoff Holz, können wir wieder hier in die Truhe verbannen. Und hier machen wir unseren Zaun drumherum. Hier, 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 hier. Und ich will einfach noch so einen kleinen Weg hier haben, der ringsrum geht. So. Dann machen wir hier frei, damit der Tor rein kann. Und weiter geht's. Aber wie gesagt, das frisst einfach Unmenge Zeit, das Ganze. Und wenn man morgens sowieso nichts anderes zu tun hat, oder beziehungsweise wenn man morgens eh nur am Gießen ist, Moment, sag jetzt bloß nicht, das reicht mir, fast hätte es gereicht. Alle hopp. So, einer machen wir noch. Ja, schier gar hätte es gelangt. 2 Tore machen wir aber dafür noch. Halten wir den Gaul an. Das kommt wieder rein, der Werkstoff. Da machen wir noch so dran. Und die 2 Tore machen wir auf jeden Fall auch noch rein. Perfekt. Dann ist unser Erbe für heute da, bevor es jetzt wirklich zu spät wird. So. Würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Entschuldigung, übermorgen sehen wir uns natürlich leider erst wieder. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder, wo es dann wieder sonnig werden soll. Ian Yankee.